total attraktive Sozialkundelehrerin hat gerade eine Auszeichnung erhalten, weil sie die humorloseste Lehrkraft ist, die noch bei ihrer Mutter lebt. Was? Das ist nicht möglich. Diesen Preis gewinne immer ich. Mein Tisch ist vielleicht aus Käse. Der Sprint mag wie ein Dominostein aussehen und diese Mülleimer mögen Augen haben. Aber wenn ich nicht der humorloseste Pauker bin, der noch bei seiner Mutter lebt, dann gibt es dafür nur eine logische Erklärung. So, die Zauberstäbe. Achtet auf Sterne und Geradliniges. Was ist geradlinig? Kein Stab. Kein Stab. Kein Truthahn, kein Hühnerauge, Kein Stab. nichts geradliniges. Wo seid ihr Geradlinie? Ihr sucht weiter, während ich mit diesem Rührstab rühre. Hey, Sie, geben Sie mir diese blinkende, schleimige, grüne Trophäe. Wo ist der Zauberstab? Stab, Stab, Stab. Au! Hört sofort auf, an meinen glänzenden Tentakeln zu sterben. Der Kakao schmeckt so gut, das grenzt an Zauberei. Ach, du Schreck. Cosmo, schnell, nimm den Stab und... Nein, falscher Gedanke. Weiter! Ich wünschte, dass Kosmos einen Stab findet. Ich kann ihn nirgends finden. Ich hab ihn gefunden. Ich wünschte, Almut wäre wieder zurück auf ihrem Planeten und wüsste nicht, wo Max steckt. Und dass hier Schluss wäre mit allen Bilderrätseln. Ich möchte der Jury herzlich verpflichten. Zurück im Trott. Gut, dass alles wieder normal läuft. Turner, ich kann dir gar nicht genug danken. Gut, dass dein Identitätssimulator wieder funktioniert. Was genau war denn kaputt? Ich habe keine Ahnung, aber ich verspreche dir, das wird niemals wieder passieren. Hey, du siehst ja süß aus. Bitte, von Erdenfrauen, er funktioniert schon wieder nicht. Ein Donut meiner. Mit Marmelade. Hände weg von meiner Füllung. Gleich geht's weiter mit dem 11. Februar. Hast du schon Hunger? Nein. Was ist, Timothy? Du armes Kind. Hat diese Tür dich etwa angegriffen? Folge mir. Nein, ich werde dich tragen. Ich hab dir Muffins gemacht, diesen Hocker gestrickt und Danksagungen für alle Geburtstagsgeschenke geschrieben, die du je bekommen hast. Deine Temperatur ist normal und dein Cholesterinwert auch. Entspann dich jetzt und spiel hirnlose Videospiele, während ich für dich die Hausarbeit erledige, du freudiger kleiner Racker. Die nette Vicky legt sich mächtig ins Zeug. Und sie haben das richtige Thermometer. Du siehst, es gibt für alles ein erstes Mal. Ich weiß, also kommt, lasst uns nachsehen, wie nett die nette Vicky jetzt ist. Wow, wenn sie so weitermacht, wird Dimsdale die netteste Stadt der Welt. Nett, nett, oh so nett, netter als nett und sag mal nett, netter als nett, oh so nett, sie ist nett. Ich habe ein frisch gemachtes Wohnplätzchen. Nett, nett, oh so nett, Hab noch keinen Hunger. nett, nett, steht da und da, nett. Sie ist nett. Astreiner Wunsch, Leute. Und seht mal hier. Timmy! Ich habe die Wasserrohre ersetzt. Deine Mutter hat die Zweig gekaut. Ja. Und erinnere mit dieser Perlenstickerei an rechtzeitige Zahnhygiene. Und nun gehe ich Blut und Organe spenden und helfe, Kellerräume zu bauen für Leute, die nicht wissen, wohin mit ihrem Billardtisch. Hey, die sind lecker. Mann, ohne dieses Vieh unterm Kleid ist Vicky echt toll. Wo ist dieser Plagegeist eigentlich hin? Ich hab Hunger, Mann. Nun, bist du bereit für ein nettes Essen? Nein, aber ich bin bereit für ein niederträchtiges und ekelhaftes Essen. Mein Zauberstab meldet, dass der Schädling noch lebt. Und Maisaktien steigen. Laut des Anhangs über bösartige Insekten im Regelbuch verschwindet der Schädling nicht einfach, sondern sucht sich einen neuen Wirt. Was soll's, solange er nicht jemanden befällt, den ich kenne, ist das nicht mein Problem. Hallo? Hallo
Schatz, wir sind im Lokal Speckkuchen. Dein Vater ist unbeschreiblich bösartig. Nennen Sie das etwa Speckkuchen? Vielleicht sind wir nicht pünktlich zu Hause. Jetzt ist es mein Problem. Bleib ganz ruhig. Muss böse Taten vollbringen. Muss ein flausiges Trinkgeld geben. 150%. Außerdem lasse ich mein Essen zurückgehen, obwohl es das ist, was ich bestellt habe. Mom, frag nicht warum, aber ich muss das in der Hose stecken. Oh, ist denn schon wieder Vatertag? Hey, wir sind in meinem Lieblingslokal. Waren wir nett zur Bedienung? Oh nein! Das Ungeziefer haut ab! Wir müssen ihn schnappen, bevor er bei jemandem unterkriegt, der einflussreicher ist als mein Dad. Hallo, Frau Direktor Waxelblacks. Was macht die mächtigste und einflussreichste Lehrerin von Dimmsdale in einem Lokal wie den Speckkuchen? Na was wohl, Speck essen natürlich. Wir wissen doch, zu viele Süßigkeiten machen dick. Oh nein, der Käfer! Er steuert den fleischigen Schenkel meiner Direktorin an. Komm, Kitty. Wir wollen Vatertag zu Hause feiern.